Spielt keine Rolle als Moderator. Sonst gehst du lieber ins Theater, wo du einen Schauspieler machst und eine Rolle aufgesetzt bekommst, oder? Aber als Moderator finde ich es kontraproduktiv. Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallraumcast. Der Podcast aus dem Metallraum. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Hey, jetzt bin ich bei Metallraumcast. Genau, Studio 1 im Zentralraum. Herzlich willkommen zum Metallraumcast. Er hat zwar eine richtige Zürich-Schnorre, wohnt aber in Schmeriken und ist Familienvater, Moderator, Podcaster und ein Multitalent. Er hat sogar einmal anfänglich in der Primarschule unterrichtet und sich so entwickelt. Der Gianfranco hat mich die vergangenen Monate beim Start vom Metallraumcast gecoacht und begleitet. Es freut mich besonders, mit dem Gianfranco Salis eine Grösse im Podcast-Geschäft und in der Moderationsbranche begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Metallraumcast, Gianfranco. Was für eine Ankündigung. Danke dir vielmals, Matthias, für die Einladung. Gianfranco, stell dir doch mal in 30 Sekunden selber vor. Hallo miteinander, mein Name ist Gianfranco Salis, beruflich seit dem Sommer 2019 selbstständig im Haupterwerb, Unternehmer im Bereich Podcasting und Eventmoderation und wie der Matthias eingangs gesagt hat, Berater und Mentor für Firmen in diesem Bereich, aber auch Lehrmittelentwickler mit der Lernmethode Podcast macht Schule und Erfinder vom ersten Kinderpodcast der Schweiz. Das ist mal eine Ansage. Also, ich glaube, schneller und sauberer hat es niemand gemacht. Man merkt das Training an, dass du das nicht das erste Mal machst. Erzähl doch mal ein bisschen deinen beruflichen Werdegang. Ich finde das mega spannend. Du hast schon sehr viel ausgeführt. Aber erzähl doch mal unseren Hörern ein bisschen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, wo du heute stehst? Also, ich bin eigentlich Unternehmer mit pädagogischem Hintergrund. Das habe ich vorher gar nicht erwähnt. Ich bin wirklich 10 Jahre selber in die Schule, dann 5 Jahre Student gewesen. Und wenn man es zusammenzählt, kommt man noch 15. Und 15 Jahre lang habe ich Schule gegeben. 30 Jahre eigentlich mit dem Thema Schule zu tun gehabt. Das heisst, du hast dich schon recht früh eigentlich auf den Weg gemacht, um in die Pädagogik zu gehen. Hast du dich dann ja eben für das Studium entschieden, als Primarlehrer. Was genau interessiert dich an der Bildung und Erziehung von Jugendlichen und Kindern? Mich hat immer fasziniert, den Kindern etwas weiterzugeben, also mit Kindern arbeiten. Weil das sind es ist so eine dankbare Gruppe. Die Festplatte ist eigentlich noch leer und man kann sie wirklich auch füllen mit Kreativität, auch abholen. Also die Kinder haben so viel, was sie mitbringen. Man tut Kinder auch sehr oft unterschätzen. Also es ist ein Schatz, den sie eigentlich mit sich tragen. Und den immer wieder zu entdecken und so können Wissen weiterzugeben, dass es eben im entdeckenden Lernen ist. Und das hat mich schon immer fasziniert. Also das Kind macht ja das von sich aus schon nach der Geburt, das Erkunden, Entdecken und das in einem Kontext mit verschiedenen Kindern, mit verschiedenen Charakteren eben können zu leiten und anleiten und anregen und als Lernbegleiter können zu arbeiten. Das hat mich schon immer fasziniert, oder? Bei den Kindern das ein bisschen führen zu kützeln. Ja, ist schon spannend. Und zwar ist es eigentlich so, es entwickelt sich alles die letzte Zeit, die letzten 50 Jahre, 100 Jahre. Aktuell seit Corona alles noch viel schneller vorwärts. Aber Bildung ist einfach stehen geblieben irgendwie. Vielleicht, wenn wir sagen, Start Industriezeitalter, vielleicht Wechsel 1900 um. Wieso ist das so und wieso sind wir dort nicht schon weiter vom Ganzen? Die Schule ist ja immer ein Abbild von einer Gesellschaft. Und die heutige Gesellschaft steckt meiner Ansicht nach auch ein bisschen in einer Identitätskrise, wenn man so will. Ich meine, man muss es nicht schwarz malen, aber es hat schon so Tendenzen, wie du angesprochen hast, alles entwickelt sich weiter. Und wenn man in der Schule schaut, es gibt gute Ansätze, wie der Lehrplan 21 zum Beispiel. Aber wenn es um die Umsetzung geht, dann ist halt die Schule recht ein grosses Gebilde. Und darum kann man wirklich, wenn man flächendeckend etwas möchte verändern im Bildungsplatz Schweiz, da braucht es schon einige Jahre für eine Veränderung. Und in anderen Branchen
mit der Wissenschaft, mit der Technik und so weiter, ist das in keinster Form vergleichbar. Was hat dich denn so fasziniert an der Arbeit mit den Kindern? Das Schöne ist, mit der Arbeit mit den Kindern, es ist so ehrlich und direkt. Also echt, oder? Also es gibt nichts Echteres oder ein ehrliches Feedback als Kind. Du weisst immer gerade, woran du bist. Du weisst gerade, wie du überkommst. Du spürst es mit dem Gegenüber. Und je älter das Gegenüber wird, desto mehr kann auch Kritik im Versteckten stattfinden. Wieso bist du denn heute nicht mehr Lehrer? Sicher ein grosser Faktor, warum ich nicht mehr Lehrer bin, ist, dass ich jetzt selber 3 Kinder habe daheim und in dem Sinn schon mit Erziehung tagtäglich konfrontiert bin in den eigenen 4 Wänden. Ich finde es vor allem cool, du bist ja nicht einer, der nur sagt, ja, hey, es ist nicht mehr aktuell, sie laufen nicht mehr die Bildung, sondern du sagst wirklich, oder hast gesagt mit deiner Frau zusammen, in 2021 hast du gesagt, hey, komm, wir machen doch unser eigenes Lehrmittel. Erzähl mal, was ist Podcast macht Schule? Was ist das? Also Podcast macht Schule ist eigentlich eine Lernmethode oder eine Handreichung, wie man Theo erzählt, kann nutzen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, machen wir doch Arbeitsblätter und dann hat eine Kollegin oder die Stellenpartnerin auch von der Karin gesagt, machen doch noch ein bisschen mehr. Also da ist doch viel mehr Potenzial drin. Und darum haben wir dann gedacht, ja, wir wären ja blöd, wenn wir den Rucksack, den wir haben, mit 30 Jahren Berufserfahrung als Klassenlehrperson, wenn wir den nicht nutzen, oder? Und wir haben dann ein 70-seitiges E-Book hergestellt, das man auf unserer Webseite www.kinderpodcast.ch kaufen kann. Was beinhaltet denn genau das Lehrmittel und wo liegt denn der Mehrwert in Podcast macht Schule? Ein einfacher Zugang der Kind ermöglichen fürs neue Medium, fürs Podcast und gleichzeitig hat man ein Tool, wo man die überfachlichen Kompetenzen trainieren kann, nach Lehrplan 21. Also da geht es um Schlagwörter produzieren, präsentieren, herstellen und schlussendlich ist ja das auch die Auftrittskompetenz, die immer mehr gefragt wird im Berufsleben. Ganz spannende Punkt, was ich vor allem einfach cool finde, es ist, du musst daran arbeiten und es macht Freude und es ist so ein Lernen, das nicht mehr fachspezifisch ist. Es geht darum, dass du verschiedene Fächer oder verschiedene Kompetenzen, wie auch immer, Fächer ist für mich schon ein bisschen zu stur, Kompetenzen miteinander vereinigst. Und das ist ja das, was uns auch in den Betrieb auffällt. Oder vielfach ist es ja nicht so, dass du einfach nur ein Geländer am Schweissen bist oder einen Plan am Zeichnen. Es sind so viele Kompetenzen, die ineinander reinlaufen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man das eben auch schon in den frühen Jahren hat, so kann mitnehmen, weil du kommst nachher in Betrieb, das habe ich selber auch erlebt, du kommst in Betrieb und zumal ist einfach alles. Du musst lesen, du musst rechnen, dann sollst du noch einen Plan zeichnen, dann läutet noch das Telefon und. Das sind verschiedene Kompetenzen. Und ich finde das so wichtig, dass die Leute herstehen, die jungen Personen, Kinder, und können einmal mit einem Lehrmeister reden, vielleicht eine Frage stellen, eine Selbstverständlichkeit. Wenn einem etwas interessiert, es gibt doch nichts Schöneres wie Kinder oder interessierte Menschen, ob jetzt ein Kind oder Erwachsene sind, Fragen beantworten. Ich mag mich erinnern, als ich einmal im allgemeinbildenden Unterricht müssen lernen, Vorträge machen. Ich hatte die Gabe jetzt auch gehabt, dass ich vor die Leute stehe und authentisch erzähle. Aber wie vielen fällt das schwer, zum herstehen und man merkt ja dann, ob es ehrlich gemeint ist oder ob es einfach etwas vorbereitet ist, wo man eingelernt hat. Und ich glaube, das ist wirklich mega wichtig, wo man so eben genau mit so Sachen kann super fördern kann. Also Kompliment. Danke vielmals. Wirklich coole Sache und auch wie du es erklärt hast. Ja, hey, jetzt gehen wir doch gerne mal auf die Podcasts ein, oder? Was braucht es alles für ein gutes Podcast-Format? Prinzipiell ist die Frage, ich meine, es gibt ja schon so viele Podcasts wie Sand am Meer, oder? In der Zwischenzeit. Und da gibt es natürlich das ganze Gefälle. Also vom ich mache gerade One-Take und hau's raus und zack, oder? Ohne grosse Vorbereitung und so. Das kann man machen. Es gibt Leute, die das machen. Oder man kann es ein bisschen professioneller aufziehen. Das ist immer halt eine Frage vom Ziel. Also, wenn man es also jetzt wie du professionell aufziehst, mit einer Beratung voraus, mit einem sauberen Konzept und so, dann hat es einfach ganz eine andere Tragweite und das ist natürlich dann auch etwas, was als Visitenkarte kann genutzt werden. Also es geht darum, was möchte ich, also das ist die erste Frage, was möchte ich mit meinem Podcast bezwecken, was möchte ich erreichen, welche Leute möchte ich damit abholen.
Wenn ich diese Frage beantwortet habe, dann kommen die technischen Skills, oder? Wie schwätze ich, damit es eben so ankommt, wie ich möchte, dass es ankommt, damit es kompetent wirkt, damit es vorbereitet wirkt und gleich spontanen Charakter hat. Das sind ganz viele verschiedene Facetten, die da rein spielen. Und das ist natürlich die Stimme selber an und für sich schon. Das ist Gott gegeben, das ist ein Geschenk, oder? Wenn man ein gutes Stimmorgan hat, wie du das auch hast, Matthias, jetzt einmal ein Kompliment dir rüber, ist jemand, wo man gerne zulässt. Das ist Nummer 1. Wenn das Audio lebt von der Stimme in erster Linie. Oder? Und das ist ein Geschenk, wenn man es hat. Und wenn man das so kann einsetzen mit der Rhetorik, mit der Art und Weise, wie man es erzählt, dann ist das eigentlich der grösste Teil, was es braucht für das Podcasten. Weil du möchtest ja die Leute an der Stange behalten selber. Du möchtest die in deinem Gefäß behalten, dass sie dir zulassen. Und zwar nicht in den ersten 10 Sekunden. Dort wird übrigens entschieden, ob man weiterlässt, sondern du möchtest das fertig hören. Und wenn du das hast und ja, die guten Fragen kannst stellen, damit es eben offene Fragen sind und nicht geschlossene Fragen, dann hast du eigentlich schon das Rüstzeug, um einen Podcast herzustellen. Ja, ist spannend. Also ich kann auch von meiner Erfahrung jetzt ein bisschen erzählen. Es ist jetzt seit etwa 3 Monaten, wo wir es machen. Und es ist wirklich sehr spannend, die Resonanz, die wir bekommen. Am Anfang habe ich gedacht, ja, ist eine gute Spielerei, für mich vor allem auch, weil ich erzähle gerne. Es ist mir, gerade jetzt das Thema mit der Bildung, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Und gleich die Resonanz ist sehr gross. Ich bin jetzt von verschiedenen Seiten kontaktiert worden, wo ich auch vorstellen kann, wie könnte man das integrieren in verschiedene Medien und so weiter. Von den Kunden, wo ich ein gutes Feedback bekomme, also ich bin überrascht von der Resonanz, die wir haben. Klar, es ist ein gewisser Aufwand, er hält sich aber sehr in Grenzen, wenn man denkt, wie viel Content das man eigentlich produziert in kurzer Zeit, ist es, ich würde jetzt sagen, 4 bis 5 Mal schneller, wie wenn man das Ganze würde in einer Videoproduktion machen. Und von dem her, also, ich bin froh, haben wir angefangen und ich werde es ganz bestimmt so weiterziehen. Es macht Spass und eben die Resonanz ist wirklich ganz cool. Ja. Jetzt bist ja du im nächsten Standbein. Wir haben ja gesagt, du bist ja einer, der macht alles, was mit Reden zu tun hat. Der Schnorri vom Dienst, fast. Sicher zum Anfang ist es dein Hauptstandbein gewesen, ist die Eventmoderation in der ganzen Schweiz, wo du alles moderierst. So bist du zum Beispiel an der Jazztag in Liechtenstein, wo du seit Jahren Moderationen machst. Was bedeutet für dich die Eventmoderation? Von 2004 bis 2008 habe ich 100% Schule gegeben und dann habe ich berufsbegleitend 2 Jahre Radio gemacht. Und dort habe ich gemerkt, es fehlt mir etwas, und zwar der Live-Kontakt zu den Leuten. Also du hast im Radio nach wie vor natürlich auch die Live-Momente mit Telefon, mit spontanen Sachen, gibt's nach wie vor. Das ist auch das, was mich gezeugt hat, um dort hineinzuschauen und das auszuprobieren. Da kommt einmal eine Band, die sind eine Viertelstunde da, dann sind sie wieder weg. Und dann kommt der Moment, wo du wieder allein im Räumchen stehst, an eine Wand anschaust, ins Mikrofon redest und sagst, hey, hoi miteinander. Und das hat mir ein bisschen, je länger je mehr gefehlt, das Gegenüber auch zu sehen. Also weißt, vorstellen ist das eine, und es ist auch schön, hey, du weißt, du kannst jemanden begleiten, wo dir jetzt irgendwo zulässt, sind ganz viele Leute, du tust dir ja nur immer jemanden vorstellen. Und mir hat das Live-Publikum gefehlt und somit ist auch die Lust grösser geworden, genau das können zu erleben. Und wo erlebst du es? Auf Bühnen oder in Stadien. So habe ich dann auch angefangen als Stadionsprecher beim SC Herisau, dann mit der Stadionshow beim EHC Olten, wo dann schon 5000 Leute zugeschaut haben. Also die Lust ist grösser geworden, immer grösser geworden, eben auch bei Live-Events aufzutreten und die Leute zu begeistern. Und da war dann wieder noch lustige Erfahrung. Je mehr Leute dir zuhören, desto weniger intim ist es. Und man stellt sich immer vor, ja, wenn jetzt Fanclub 10'000 Leute zulassen, dann bist du ja mega nervös. Aber ich habe dann wie gewusst, die hören dir nicht 10'000 genau zu. Ich bin nervöser vor 20 Leuten oder vor 30 Leuten als vor 5'000 Leuten. Und die Erfahrung zu machen, das habe ich mega spannend gefunden. Und das ist auch das, was mich fasziniert, dass du wirklich auch eine Stimmung direkt kannst abholen und in dem Moment auch darauf kannst reagieren. Oder du merkst, der ist jetzt angekommen, der Joke, oder sie wollen noch ein bisschen mehr in die Richtung, oder die wollen lieber ein bisschen vom anderen, von der anderen Art und Weise, wie du es machst. Und dazu kommt, es ist jedes Mal anders. Also du machst dein Ding und deine Art, die du hast,
Aber das Publikum ist immer anders und das hat mich wirklich auch fasziniert. Das fasziniert mich auch heute noch. Ja, ist natürlich auch eben wieder charakterbedingt, oder? Und ich glaube, da ist auch von meiner Seite ein Tipp. Ich habe auch schon jemanden vor Leuten stehen. Und ich sehe es genau gleich wie du. Es ist viel schwieriger vor 20 Leuten, vor allem wenn sie noch kompetent sind, zu reden, wie vor 400, 500, 1000 Leuten. Weil, ich sage immer, bei 20 Leuten siehst du noch jeden Einzelnen in die Augen. Bei 1000 Leuten schaust du in die Menge und sie haben das Gefühl, du schaust nicht in die Augen, aber du siehst nur so schwarze Köpfe oder irgendwie. Und für mich ist das immer so, stehst vorne dran und dann denkst du so, ja... Ist zwar auch nicht zu unterschätzen, gell? Ist auch nicht zu unterschätzen, du musst viel mehr machen dafür. Genau, also ich habe es erarbeitet, eben mit den Kindern trainieren, die quasi haben müssen kommen. Nachher bin ich zum freiwilligen Publikum gewechselt, die haben dürfen kommen bei mir. Und das ist wirklich noch spannend gewesen. Und das ist eigentlich wie mitgewachsen oder älter geworden, das Publikum, oder? Also wenn ich jetzt heute moderiere, dann könnten das ehemalige Schüler sein, die an einem Konzert jetzt eben 25 sind und jetzt können wir los. Und sie sind eigentlich immer im Verhältnis dann wieder gleich alt, wie wenn es noch meine Schüler wären. Aber es ist ein anderer Kontext. Jetzt sind es Erwachsene, die mir zuhören. Und es ist wie eine andere Disziplin, weißt? Es ist wie Weitsprung und Hochsprung. Es ist einfach, ich behaupte, wenn du das schaffst, 20 Leute zu packen und die wirklich abzuholen, dann schaffst du es auch mit einem grösseren Publikum. Und wenn du eine Rolle spielst, dann wirkst du nicht mehr authentisch. Und das grösste Kompliment, das ich bekommen habe, war mal, du kannst mega gut zuhören. Oder? Ich dachte, was kommt echt jetzt? Oder? Und du kannst mega gut zuhören. Warum? Warum hat sie mich, ich habe dann nachgefragt, ja, was heisst das? Ja, du hast können Fragen ableiten. Du hast in der Show selber währenddessen, du weisst ja meine Antwort noch nicht, aber du hast können gerade eine neue Frage daraus rausnehmen, oder? Und das ist ein schönes Kompliment gewesen. Und das zeigt auch so ein bisschen, vielleicht ist das auch eine Stärke von mir, dass ich auch wirklich kann den Leuten zuhören, wie es jetzt du auch machst, weil ich hole da mal viel zu viel aus. Das ist ganz sicher etwas, aber da muss ich jetzt sagen, mit Zuhören, da ist ja sehr viel Training, da habe ich auch lernen. Wir Menschen sind einfach so konstituiert, dass wir viel lieber senden, wie empfangen. Und ich glaube, als Aufgabe, egal ob jetzt das Moderator ist oder Führungsperson, geht für mich ein bisschen in eins hinein. Du musst das lernen, um auch empfangen. Und das ganz bewusst sagen, gut, jetzt redet das Gegenüber, jetzt bin ich der Empfänger und nachher, das, was mich interessiert, gebe ich wieder weiter. Absolut. Das ist so und so von der Kommunikation. Sender, Empfänger. Und wann braucht es etwas und wann braucht es nichts? Oder? Weil nichts sagen kann ja auch schon eine Antwort sein. Oder Desinteresse zeigen. Genau, beides, oder? Und das finde ich, das ist auch das, was mich fasziniert. Und darum sicher auch einer der Gründe gewesen, Lehrer werden. Oder? Da du bist den ganzen Tag am Senden und Empfangen. Und was machst du nachher damit? Oder was passiert nachher mit dem Inhalt von der Kommunikation? Und genau in der Live-Kommunikation gibt es das eben dann auch immer wieder so Momente. Und genau das hat mir eben dann ein bisschen gefehlt, die Interaktion. Darum bin ich bei der Event-Moderation und beim Thema Podcasting gelandet. Ja, hey, wir kommen langsam zum Schluss und ich würde einfach eine Frage stellen, die ein bisschen persönlicher ist. Und zwar, mich nimmt es wirklich Wunder, du persönlich, was hast du schon immer zum Thema Auftrittskompetenz oder sicheres Auftreten von Menschen sagen? Spiel keine Rolle als Moderator. Sonst gehst du lieber ins Theater, wo du einen Schauspieler machst und eine Rolle aufgesetzt bekommst, oder? Aber als Moderator finde ich es kontraproduktiv. Also ich merke an mir selber, die Moderatoren, die eine Rolle spielen, das merkst du auch. Oder? Wo 7-mal in den eigenen Namen müssen sagen in der Radiosendung innerhalb von einer Stunde, dann weisst er führt sich ab in dieser Rolle, in seiner Person, oder? Finde ich nicht besonders einladend zum Zuhören, weil dort ist wirklich senden. Ich finde es cool, wenn dich die Leute wahrnehmen können als Person. Wenn die Leute jedes Mal etwas über dich erfahren können und trotzdem, wenn du dich eigentlich zurücknimmst im Sinne von, du stellst den Gast führen, als Moderator, du tust den Teppich ausrollen als Moderator und dann kommt es echt, dann kommt es authentisch. Weil ein guter Moderator ist der nicht sich selber im Zentrum sieht, sondern der am Gast den Teppich auslegt.
Und das hast du heute sehr vorbildlich gemacht. Danke vielmals, Matthias. Ich habe mich mega wohl gefühlt. Hey, danke vielmals. Machen wir mal ein Beispiel. Ich, Matthias Zwissig, Host vom Metallraumcast, mache jetzt die Zusammenfassung vom Podcast. Der Gianfranco ist wirklich ein Multitalent. Wichtig ist einfach bei ihm Kommunikation. Egal in welche Richtung. Ob es Senden, Empfangen ist, ob es ein Workshop mit Lehrpersonen über das Thema Podcasting ist, ob es vor einem Publikum mit 5000 Leuten in einer Eishalle ist, oder ob es zum Beispiel vor 200 Sales-Leuten von einer renommierten Schweizer Firma im Kursaal Bern ist. Oder ob es einfach ein Podcast mit 2 Leuten ist. Wichtig ist im Message, das er rausgibt. Es geht darum, zuhören, miteinander etwas machen, eine Botschaft nach außen tragen und das auch so weitergeben. Es geht auch darum, um Verantwortung, wo man früher in der Kindeszeit weitergehen kann. Er hat mit dem Theo erzählt, den Podcast angefangen, den er mit seinem Sohn macht, wo es genau um das geht. Es geht darum, dass man früher lernt, vor Leuten zu stehen, dass man etwas erzählen kann und nicht 7-mal muss und weiss ich was sagen, sondern einfach authentisch, so wie man ist, mit seinen Worten etwas ausdrücken. Und ich glaube, genau in diese Richtung müssen wir uns auch entwickeln. Wir müssen hören, in Fächer miteinander etwas schauen, dass wir 1 Stunde Englisch machen, 1 Stunde Mathe. Wir müssen anfangen, das Ganze zu verknüpfen und so, wie es auf den Tisch kommt, so auch miteinander zu arbeiten. Ich bin mir sicher, wenn es noch mehr so Leute gibt, was ganz bestimmt wird geben, dann werden wir etwas erreichen und etwas weiterbringen. Das wäre es von dieser Folge vom Metallraumcast. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Gianfranco, für das super spannende Gespräch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast in deinem Spotify, iTunes oder Audible-Profil. Mich freut es sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge vom Metallraumcast reinhörst. Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallraumcast. Der Podcast aus dem Metallraum. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Alles Weitere über uns findest du auf www.metallraum.ch und auf Social Media.